Guten Morgen. Da in die Bibel weil ich in Römer Kapitel 15. Wir wollen von der 15. Kapitel gehen. Und das der Bulletin, der Titel sein, dass wir den nächsten abbauen oder wir den nächsten durchreiten. Einmal, ich glaube, wenn wir mit der Lenke dann so viel verschiedene Kwarten, was wir haben, alle verschiedene Nummern von Kwarten, haben wir so viel zu tun, uitvinden waarom sie wie reichen, zij aanreichen, en wat wij wie meer als die, en hoeveel beter sie wie als die, en so fertig, dass wir zu uns selbst sein, vielleicht merken, besser zu hören oder sein, dass wir die nächste sein, durchzureden, so dass so schlechter lauten mit die, so dass uns so besser lauten durch. Und es steht, dass wir dann den nächsten zum gefallen leben. Und wenn hier der Apostel hier geschrieben hat, dass wir sollen uns am zum gefallen leben, der meint nicht bloß, dass wenn wir hier in unserer kleinen Gruppe sind, dass wir uns am Samstag sollen zum gefallen leben, dort auch. Aber hier schreibt er alle, was die Gläubigen sind. Und einmal haben wir vielleicht verschiedene Ideen, wie wir sollen tun, was reich ist oder was artig ist. Und dann fangen wir an, dass wir uns lieber streiten über kleine Dinge, und statt dass wir uns einig sind über die großen Dinge. Und einmal ist das, wenn wir, das ich und du, wir glauben, dass wir sind reich, wir haben das ausgefigert, wir wollten, was fehlen das oder nicht. Und dann du mal, glaube ich, haben wir an der anderen sein durchzureden, und dann steht, dass wir mit ihnen dann taub gehen dann. Und das ist ein Ding, was der Apostel hier in der ganzen Römerbücher hat probiert, uns zu belehren, ist, dass als wir geborene Juden oder Israeliten wären, oder als wir von der Völker wären oder nicht Juden, dass Jesus als für jedem angekommen, so dass wir kein Top und Einigkeit leben, nicht, dass wir dort brauchen dann, dass einer besser als der andere. So, was da wir mit uns leben, da wir proben andere, wenn das so fallen ist, dass sie sind vielleicht nicht so wie die Länge ist, einer, der wir daran sein Matt halten, oder der wir daran sein durchreiten. Und ich glaube, sehr fertig, zu uns schon, also dass wir lieber dann durchreiten, und steht Matt halten, abbauen. Bei wir in Gott sein Wort angehen, wollen wir noch top beten, um Gott sein Segen zu freuen. Vater im Himmel, wir danken dir für das St. Marien. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für das Zeit, dass wir ganz der Top kommen. Wo steht unsere Harten reden, durch mit dein Wort, durch den Heiligen Geist von der Marien, so dass wir wollen die Nahrung kriegen, was uns fehlen wird. Wir danken dir, durch Jesus den Namen. Amen. Römer 15, der erste Vers anfangen. Sagt wie, die stark sind, sollen die Schwache ihre Schwachheit drehen halten und nicht ans Salz zum Gefallen leben. Wir sollen alle unseren Nächsten zum Gefallen leben, dort arm, dort zum Gauden und zum Abbühen dienen kann. Sogar Christus lebt sich nicht Salz zum Gefallen, aber, so was geschrieben steht, dort wo man heu die beleidigen will, als hat mir gefallen. Wo immer vorher geschrieben wie geschrieben, dort wir durch lernen sollen. Dort wir durch die Geduld und den Trost in der Schrift wurden Hoffnung haben. Und möchte Gott von dem Geduld und Trost kämpft, dort schenken, dort je in Christus Jesus einig sind. Dass je alle taub einstimmig an den Herrn Jesus Christus, den Gott und Vater, loben. Nehmt ihn untereinander so ab, als Christus Gott zu ehren abgenommen hat. So, das erste Part hier von das Kapitel redet bloß von, wo wir uns sollen verhalten, einer mit den anderen. Und hier redet der gerade Part vielleicht bloß zu sehen, was die Gläubigen tun, wenn wir weiten dort von erfahren hat, dass ein niegeborener Christ ist auch nicht so wie jährlich verlangt gekommen ist, sondern was auch lang erst in Christ war. Und er sagt hier, in der Stelle, dass wir wollen uns damit schwer merken, wo ein neuer Christ vielleicht schwach ist, oder vielleicht, wo er nicht so ein gutes Verständnis von hat, dass wir in der Stelle, wir sollen das vernehmen, verhauen und verschmieden und durchrieten, lieber
mit ihren Taub dort Drehung, sollte sein zum gefallen leben, mit mitgehen, dass die Schrift sein, wenn wer fragt, ist, was mit eine Mehl gehen, dann gut zwei. Und das ist mir von was wir hier reden, dass wir sollen mit ihren Taub gehen, mit ihren Halten damit, nicht wegen der Dinge durchrieten und sein. In Ferken haben wir ein falsches Verständnis von was es meint, nie geboren sein, sondern sagen wir Ferken, oh, wenn die wahre geboren wäre, nie geborene Person wären, wo die Sonntag nicht tun. Das ist nicht, was der Schrift sagen wird. Was der Schrift sagen wird, ist, wenn du die Entscheidung hast, du merkst, dass du Jesus Christus annimmst in dein Hort, das ist nicht bloß, dass wir das dann ein Blödes sein, aber dass wir wirklich in uns Hort angenommen haben, was Jesus Christus für uns getan hat. Das sagt dann, bist du nie geboren, dann bist du eine neue Person. Ein Ding, was wir machen, was uns danach macht, vielleicht denken gehalten hat, ist, wir haben für so viele Jahre in uns fleischlichen Körper gelebt, hier beirrt, was der Feind unter beiden hat. Und wir haben den Körper fordert das zu werden. Die werden sagen, dass der Fleisch das lassen, Üben lassen sie wieder. Wir haben dort dadurch arbeiten, dadurch geschafft, dort die Dinge kontra sie leiden. Wir haben es nicht mal die erste Zeit, wenn eine Person war geboren ist, dass sie kann ansehen, dass was mit Arich ist. Wenn wir die ganze Wahrheit auf einen Klappen abgedacht wird, ich glaube, wir würden vielleicht ankommen an. Ich glaube, jeder Mal Gott hat uns in Bett wieder die Üben aufdagen, nicht zum wahre geboren sein, aber zum Wahrheit, dass wir keine Dinge anfangen aufzuleihen. Dann muss ein Ding halt überkommen, weil wir sagen, wenn wir Trouble haben mit ihren Augen hat. Und wir haben das einfach und die sagen, okay, mit dem kann ich nicht. Ich sehe nur in Christen, dass wir Tag geloten und dann durch Gott seine Halb, durch den Heiligen Geist, dann ist es mehlig, dann loten sie den Tag. Und dann kommen was große Dinge ab, was vielleicht im Früh sein kann, was für einen Tag zu loten. Wir sind dann die Kleine, was da hier rankommt, was sie nervös sich ungedacht haben, dass das erreicht wird. Ich weiß, für mich, eines von den ganz ersten Dingen, dann, dass ich mich bekehren, dass wir wegen Flecken oder Grube wird bringen. Mir wird es sehr leicht, dass wir bloß ein Part vom Weg verteilen. Sehr Grube reden haben. Und das ganz erste Ding, was mir passieren wird, in meinem Hart auf einmal dann sagt Gott, hey, das ist nicht reich. So verteilen, das macht nicht. Und zu mir plaudert das Rennfurt. So ich glaube, das wird das ganz erste Ding. Und für der das dort, wenn dort dann schafft, dort angesehen, dort arg ist, dort aufgeloten, dann auf einmal dann kommt der nächste. Und auf jeden Fall, wenn so eine Person wird dann noch was arg tät und sagen, oh, da kommt man für arg sein, kommt man was die tun. Das ist so schlecht und so schlimm. Und dann, da ist ein Durchrieten, wenn dann der Schwachheit, was ich dann habe, lohnt dann nicht, lange nicht so graf oder so grülich aus der anderen, was danach andere Dinge tun, nicht? So für ein Ried, was die tun, bloß dass so lohnt es, wie sein Hacher aussehen, wenn wir wirklich gut sind. So ich sage, wir sollen andere zum Gefallen leben, nicht beleidigen, nicht raufrieten, aber so als Jesus, was nicht hat Arach getan, unsere Schuld, unsere Schuld, wird auf arm gelegt, wenn er wirklich nicht hat Arach getan. So wahrlich soll wir sein, andere Mitte halten, Mitte dran, was Jesus tut für uns. Und das wird einmal vorher geschrieben wird, als für uns zum Lehren, so dass wir kann durch Geduld den Traus an sein, klarer und klarer, je länger wir in dieser Wahrheit leben, dann, dass wir die Hoffnung kann klarer und klarer sein. Dass die Hoffnung nicht erst in was wir tun, aber dass erst in was Jesus getan hat. So glaubst du bist stark im Glauben, hast dir lang dreimal bekehrt und du bist stark im Glauben? Das ist gut. Aber ein Hauptbruder oder ein Saster macht, was vielleicht schwacher ist. Oder als ein Ziel für mit Jaram kijken, wo hebben we een gratis en genatten gekriegt? Wo kriegen wir een gratis en gewens bij wem wir wollen bestehen oder mit halten wir so wieder, dass wir wollen, dass uns sollte ihm gefallen sein. Wir haben kijken, wie den Weg tun an. Jesus als uns Vorbild hat uns ein anderes Bild gegeben. Er hat nicht für sich selbst, er hat alles, was für uns wird gut sein, und das, was uns Vorbild ist, was wir sollen tun. Und alle Dinge, die geschrieben sind von vorher, er sagt, dass wir können uns festhalten in der Hoffnung, dass wir können sagen, was zu kommen ist, dass wir eine Freiheit haben, und anderen mithalten, wenn die vielleicht schwach sind in ihr Glauben. Ein Ziel soll sein, dass wir sagen, dass in der 7. Vers, dass wir uns amtlich so abnehmen, als was Jesus tut. Jesus ging mit Sündertop satten, er ging mit den Top eten, er ging die mithalten,
Und wir haben verhaken, kriegt den jeden, der wir wieder nicht kicken. Und wenn du nicht kriegst, so baust das Act, dann weil ich nichts mit dir zu tun haben. Wenn du noch nicht kriegst, so wie es verlängert im Glauben baust das Act, dann weil ich vielleicht nichts mit dir zu tun habe. Vielleicht wirst du erst sagen, die Meier lehren, ich würde mir was aufgeben mit dir. Verhaken haben wir den gesagt, dass wir wollen uns sein zum gefallen leben. Bloß mit Sinne, wo wir was wollen von rückkriegen, und statt dass wir sagen, okay, wir wollen mithalten, so haben wir als Schwachheit erlassen, Drehung, und statt dass wir bloß von uns selbst oder uns selbst zum Gewand tun. Wir wollen wieder lesen, in der 8. Vers, nu sagt er, ich sage Ihnen, dass Jesus Christus die Juden dient, um Gott seine Wahrheit festzustellen. Dort durchführt, was er vorher versprochen hat. So, wenn wir drei Gründe am Anfang an von der Schrift, so aus Abraham uit dat Volk zurückkam, Gott verspricht am Wort, nicht? Er verspricht am ein Land von Milch und Honig und er verspricht am viele Dinge. Und dann lange Zeiten ging der vorbei, wo alle Sorten Dinge wären, die nicht gut wären, wo die vielleicht durch struggling mussten. Bei solchen Jesus, heute dein der Juden, so dass Gott seine Wahrheit festgestellt wird sein. Was vorher versprochen wird, vorher geschrieben wird, in Jesus, dass das wird vollbringen, fertig merken. Er sagt, was er vorher versprochen wird. Das sind die Juden, fängt von Abraham an, dass alle Sorten versprochen wird. Diese Versprechung, diese Wahrheit wird fertig gemerkt in Jesus. Das was er hier sagen wird. Sagt er, in den einen Fall sagt er, und dort der Völker Gott für seine Gnade loben möchten. So als geschrieben steht. Und das war also, was geschrieben steht, wie als Deutsche kann, das Part sei gut, wenn ich sage, dort steht geschrieben, dann gleich an der wo steht das dann geschrieben, nicht? Da ich in 2. Samuel und auch in Psalm 18 steht das geschrieben. Und Paulus spricht das hier. Er sagt, du weißt, weil ich die manche Völker loben und von denen Numen singen. So Paulus sagt, das so was geschrieben steht, und das war in 2. Samuel in Psalm 18. Dann sagt er wieder in der 10. Vers, und noch einmal sagt dort, und das sage ich nur in 5. Mose 32, O Völker, freut jünt mit sein Volk mit. Das ist eine kleine Farge, eine sehr große Farge, eine wichtige Farge, wenn wir daran denken. Und er sagt, all 3 und 5. Mose sagt er, all die Völker, die Nicht-Juden, die nicht zu Gott sein Volk gehören deuten, du sagt er all, O Völker, freut jünt mit sein Volk mit. Gott hat verrückt gesagt, dass nicht bloß Juden wurden geraten worden. Juden und die Israeliten werden sie nicht gewähltes Volk, und das ist alles so. Aber er hat das so anführen, dass wir, was wir Völker sind genannt werden, dass wir mit uns können freien, und dass Jesus für uns auch kommen wird. Der 11. Vers sagt noch einmal in Psalm 117, all die Völker lobt den Herrn, singt alle Völker zu loben. Das ist nicht bloß wegen, dass die sollen anchecken, dass die Israeliten oder Juden gesegnet werden. Das sagt er, weil wir damit angeteilt sind. Dann noch einmal sagt er sagt Jesaja, in Jesaja Kapitel 11, sagt er, du wirst einer von Isai, das ist David, sein Bruder, der König David, auf Englisch heißt er Jesse, aber er sagt, Isai wird eine Wartel kommen, der rückkommen wird, über die Völker zu herrschen. Ab denen wollen die Völker ihre Hoffnung saten. Hier redet er von Jesus. Das wir all in Jesaja Kapitel 11. Das wird uit den Sturm, wo das kommt. David, wie König, und dann Luther kam Jesus von Charakter selber wie ein Sturm. Kam hier, du wird eine Wartel rückkommen. Und sagt er eine verdrehte Wartel, ab was er sagt, wenn das so wird loten, dass er wird tot. Er is zo, wenn er einen Baum kijkt oder eine Plant oder so, und dann lässt er das so ganz dood. Er sagt, so eine Wartel, wo der rückkommt und dann frisch abwaschen. Und dadurch werden alle gesegnet worden. Die wird über alle Völker herrschen. Und durch die Wartel, wo die Hoffnung kommen, und das meint Jesus hier mit. Dann sagt er in der 13. Vers, möchte Gott, von dem alle Hoffnung kommt, durch jün Glauben und am Fall ab Fried und Fried schenken. Dat jüne Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft und jün wassen macht. So das ist eine wunderbare Farge, wenn er sagt hier, dass von Gott
wo alle Hoffnung von kommt, weil er hat alles gemerkt, alles erschaffen, Himmel und Erde und alles, was dabei ist, und er hat den Himmel recht gemerkt, dass er eigentlich kein Handkommen, er sagt, von dem Gott, von wo alle Hoffnung kommt, sagt er, durch uns glauben an Jesus Christus, nicht bloß glauben, wenn wir denken, dann, aus bloß glauben genug, das ist auch wichtig, um was wir dann glauben, da nicht. Wem denkt, dass was 2001 September am 11. passieren wird? Wird ein großer Tag, nicht? Mir denkt nach Krieg weg wird. Die große Planes, was in den World Trade Centers dann fliehen, diese Männer, was die Planes hatten übernommen, hatten einen sehr starken Glauben. Die hatten so einen starken, fester Glauben, dass sie in Jet ankrypen deuten, und den im Building fliehen, dort alle abdeveren deuten, und dass sie sicher werden dort sein. Ich glaube, wir sehr groß, sie deuten dort, wenn sie glauben, was sie deuten wird gut und das wird fein sein. Wird ihr Glauben reich? Sei er wie reich, nicht? Und du ist auch wichtig, um was wir glauben, aber durch dessen Gott, von wem der Hoffnung kommt. Dort der uns sagt, durch jenen Glauben in Gott, uns kann voll ab die ganze Freiheit und Frieden geben, was uns fehlen hat. Und er sagt uns, durch den Heiligen Geist seine Kraft, dass die glauben, dass die Hoffnung wachsen kann. Und das ist noch wichtig, weil wir können an alle Sorten Dinge glauben, und das bietet uns auch Gott ab. Weil er sagt, der Gott, was alles erschaffen hat, von dem die Hoffnung kommt, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, dass dort in uns wachsen kann und teilnehmen kann, sodass wir die volle Hoffnung in uns haben, sodass wir die wiedergeben und andere mithalten damit. Und es steht, in der Sinne, was vielleicht nicht ganz so weit gekommen sind, an den Duelrieten. Und er sagt, wir sollen uns unsere Hoffnung und unsere Freude, dass die voll abwärts sind. Das meint ganz, fertig und voll. Dass die kein Zweifel in uns mehr ist, in dieser Hoffnung, in dieser Freude. Wir sollen unsere große Freude mit anderen mitteilen, sodass wir am gefallen leben, weil wir sagen, wenn wir nu irgendwem keine Wahrheit bringen, die Freude bringen, was wir an Hand, und sie können ansehen, wer Gott ist, und durch dort kriegen sie Jesus zu kennen, und sagen, was geboren sind, dann haben wir entgedient, gefallen gelebt. Und das, was unsere Arbeit ist. Sodass sie auch kann zum Glauben kommen, sodass sie auch kann, fällt ja, erst verloren, auch kann unseren großen Gott loben. Das ist hier geschrieben. Jesus kam uns zu dienen, nicht für sich selbst. Nicht hat er für sich selbst getan. Alles, das er uns zum gefallen, sodass wir einen Teil kann haben an den Himmel, was kommt. Wo kann wir werden ja dann? Wenn wir uns die Klinik genannt lassen, dann was Jesus für uns getan hat. Da kommen uns ein paar merken von Gott seine Familie, wenn wir weit oft davon wären, und nicht können wir teilnehmen daran. Was können wir werden ja dann, stop mit den Nächsten und nicht mithalten mit dort. Wir wollen hier wieder gehen, die nächste Verse, sagt Paulus ans worum er so 30 geschrieben hat, hier in der Römer. Die 14. Vers sagt, meine Brüder, ich selbst weiß sehr gut, dass jeder gute Engine haben und von alles genug weiten, so dass ihr untereinander belehren kann. So was ich sagen, dass ich kann gut genug, dass ich weiß, dass ihr kein vergeben. Du weißt, sagt er. Je weiten genug, dass ihr over und sich belehren kann. Er sagt, aber ich habe ihn doch über viele ganz dries geschrieben, ihn denken zu halten, weil es Gott mir die genug geschenkt hat. Vielleicht haben wir so eine Anstellung, wenn wir einmal wieder frisch was verbringen, weil wir sagen, Wasser dergleichen von einer Quarte in die andere zu gehen, dann hören sie nicht einmal dasselbe. Ja, du siehst nur ein Stück hier was und du hast alles gehört, was es zu sein hat, und was in einer anderen steht vor. Und das ist interessant, weil ich über zu denken, wenn alles, was wir haben in der Schrift von Anfang bis Ende, als rein alles ans Denken zu halten. Das ist alles, was du sind Jahre alt, das ist was nicht. Und ein Prediger sagt, wenn was nicht vergebracht wird, dann ist es sehr leicht, dass es nicht Wahrheit ist.
Und wenn das Wort ist, dann ist es nicht was nicht. Wenn die Schrift ist, gleich nie. Das ist ein altes Buch. Und das ist alles uns immer wieder versteckt halten, wo wir sollen leben, einer mit dem anderen. Und sagt, dat zij weten dat zij goed. En hij deed het toch in denken te houden. En dat 3 verschrijven in denken te houden. Wils God mij de genoeg geschonken heeft, Christus Jezus zijn Diener und der Volker zu sein. An als ein Priester, Gott sein Evangelium zu predigen, sodass der Volker für Gott ein angenehmes Opfer sind, dort durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Vielleicht haben wir die Frau, oder vielleicht sagt er vielleicht, ich weiß, der Schrift redet von heilig sein, aber ich weiß nicht, was ich sehe, was ich kann sein, oder was immer. Und das, als eine sehr gute Frau wäre, ich und du können es nicht selbst gut genug merken, um heilig sein, weil er sagt, wir können ungenommenes Opfer sein. Er sagt, wir durch den Heiligen Geist geheiligt sind. Der Heilige Geist hat den Namen Heiliger Geist, das kommt von Gott. Und wenn du an die ist, dann bist du dadurch heilig gemerkt, even wenn wir uns nicht fallen tun. Er sagt, wir sind durch den Heiligen Geist wie geheiligt. Weil ich in Jesus Christus sehe, kann ich mit meinen Dienst für Gott stolz sein. Vielleicht können wir uns vielleicht Berufung oder Stolz abstellen wegen in solchen Dingen. Vielleicht wird einer versteht, was einer sich gelehrt hat, was einer für ein Haus fertig hat, für Familie, Arbeit, was immer. Es sind viele Dinge, wo man sich vielleicht stolz mit dem, aber Paulus sagt hier, er wird sich mit seinem Dienst in Gott, mit dort kann er stolz sein, weil er weiß dort, er hat nicht für sich selbst, er geht bloß darum, andere die Wahrheit zu bringen, sodass er auch kein Part sein an der Familie. Er sagt, mit dem Dienst in Christus für Gott, sagt er, kann er stolz sein. Also ich würde nicht wählen, von ernst das zu reden, aus dort, was Jesus Christus durch mich, durch Wort und Worten, durch Tekens und Wunder, und durch in der Kraft von Gott seinen Geist gewirkt hat, die Völker durchzubringen, dass sie Gott gehorchen. Und so habe ich von Jerusalem bis Relirien, das steht von Jerusalem bis das andere Stadt, alle Wege das Evangelium von Christus gepredigt. Er sagt, mit all diesen anderen Dingen, ich will mit das nicht, wo ich mich will, mit zu puchen, mit Beruf zu tun. Er sagt, durch Wort und Worten, durch Tekens und Wunder, die Kraft von Gott, sein Geist, was er gewirkt hat, dass die Völker, dass ich und du durchkommen, dass wir den Glauben können haben, dass wir die Ansicht kriegen, wer Gott ist, was Jesus getan hat für uns. Er sagt, mit diesen Dingen, das ist sein Dienst, wo er sich gestaltet hat, das nicht, dass er einen Namen kriegt dadurch, nicht, dass er gelobt wird dadurch, aber dass er für Gott loben dadurch. Das nicht kann ein Mensch mit pochen. Wir können sagen, oh, ich habe mir alles verstanden zu tun. Aber was du verstehst zu tun, kommt doch von Gott. Und wenn wir zu der Ansicht kommen, dass Gott uns das gegeben hat, dann können wir doch noch das nicht loben oder pochen, als bloß was Gott getan hat. Also ich habe sie immer ausgewählt, das Evangelium durchzupredigen, wo sie von Christus noch nicht wussten. So dass ich nicht auf einen anderen seinen Grund büht. Leider, was es geschrieben steht, war in Jesaja 52. Die noch nicht von ihm gesagt ist, wollen sein, und die noch nicht gehört haben, wollen verstehen. Als Paulus auf der Reise wird, und es Jesus am Begegnen dort, und dagelijks am diese Blindmerken dort, dann wird ihm gesagt, dass er wird ein Prediger sein, oder ein Apostel, nur die Völker, nur die Nichtjuden. Und hier sagt er, hat er in Jesaja auch weit im Verrückten geschrieben, dass die, was noch nicht wollen gehört haben, dass die zu sein kriegen. Was er meint, ist, dass das, was nicht Juden werden, wir ein Büter Gott sein Volk, entweder dann so angesehen als Huing. Das ist nicht. Wir bloß ein bisschen sind Tier. Also wir nicht mehr so reich Menschen in der Region. Und so, was noch nicht gehört haben, die wollen nicht hören kriegen, die wollen nicht sein können. Und der wird Dollar teilnehmen, das sage ich nicht, dass er Dollar teilnehmen, dass die dann Dollar teilnehmen, manch all die Nicht-Juden, manch die Völker, nimmt der Glauben viel Dollar Busia tau als manch die Juden.
Und daraus will sie wir erst von Büten, sie können nicht mehr sein, sie können nicht ansehen, nicht mehr für was wer Gott wird. Und so wie das so weiten deuten, wird er nicht verehrt. Weil ich weiß nicht, sie werden an der Hall geglaubt oder nicht, aber so wie das sei, wir gelehrt werden, wird es mit ihnen nicht. Und der wird nicht. Und nun kann Paulus, ein Priester von Gott, sagt, wenn ihr an Jesus glauben, wo an Christus gestorben ist, haben wir den Juden, nicht kämpfen die Juden, aber das ist für die auch, dass ihr teilnehmen an den sie Königreich, in den sie Himmel, dass ihr Part anhaben. Aber einmal, wenn eine Person, die glaubt, dass alles verloren ist, alles verloren ist nicht mehr an festzuhalten, keine Hoffnung. Und wenn jemand gesagt wird, hier ist das, du kannst auch teilnehmen daran. Dort verspreit sehr busig und sehr groß, so viel, dass sie im Reich in Rom, dass sie das anfangen zu brennen, an die Christen seine Schuld zu geben, weil sie haben Angst, dass das über die ganze Welt spreiden oder überhand nehmen. Weil sie können das auch noch nicht verstehen. Aber das sage ich, die wird das noch nicht gesehen, hat nicht getan, die wollen nicht sein, sie wollen nicht glauben, sie wollen nicht hören, sie wollen nicht annehmen. Das ist, was ich hier so meine, sie wollen nicht verstehen können. Und verstehen meine hier, dass sie das dann annehmen. Und Ferken haben wie so eine, was von Büten, für uns zu sein, von Büten ankicken down. Das wie sind ja alle Part und gerade in der Familie sind, was dann von Büten ankicken down. Die sind, wenn ja wird das wie, nicht? Wenn wir in Mexiko abwasser, dann diese, die Einheimer, die Mexikaner, dort wären, ich weiß nicht, da wären das nicht gute Menschen. Wenn wir hier in Knorra kommen, dann an die Engländer, da wären das, was wir Weltmenschen, Engländer, für die wir gleich. Und wenn wir eine kleine Hüt haben, als wir vielleicht nicht viel besser als Huing auch sein. Und nicht, dass uns das vielleicht persönlich, dass dort gelehrt wird, aber zum Beispiel wird, wie haben dann aus Mennoniten besonders, wie haben dann so eine Utsage, dass wir Gott sind ausgewählt, all die anderen werden verbieten, die kicken nennen, und verändern wir das nicht. Weil wir zu der selbst Ansicht kommen, dass wir selbst verbieten Stunden ankicken, möchte noch kein Unterschied an uns. Gott muss uns die Üben aufmerken, die Gardinen sozusagen von den Üben wahrnehmen, dass wir die Wahrheit können sein, dass wir auch können Port haben da. Wir sollen uns leben, in so einem Weg leben, dass wir andere mitnehmen, mithalten, in dem Gefallen leben, und statt dass wir raufkicken in den Duel rieten oder Duel schieben, oder so merken, schlecht lassen, so dass uns können wir besser lassen. Nun vertelt Paulus hier wieder, was sein Plan ist, wieder zu tun. Das ist, der 22. Vers, das ist, warum ich so fern sie verhindert werden, nur hin zu kommen. Weil seine Arbeit wird in so einer Städten, wo danach niemals nicht wird von ihr geredet worden. Also du willst auch nicht von Jesus wissen, dass für seine Arbeit wird handzukommen. Und er sagt, wegen all die Dinge, wegen dort, haben dort also fern gehindert, nicht zu kommen. Aber nun, dort für mich in diese jenen kein Raum mehr ist, zu arbeiten, und will ich auch viele Jahre dort verlangen haben, ihn zu sein, plan ich, dort zu tun, wenn ich nach Spanien reise, oder Spanien, auf Englisch, ich direkt in ihn zu besiegen. So, wenn ihr in ein Land kommt, wo Israel ist, dann ist das lange Meer, und ganz auf den engen Ort in der großen Meer, das ist Spanien, und zwischen, vielleicht bin ich aber halben Weg da, dass für Rom ist, dass für, er wird sein Plan, sein Ziel wird ganz bis Spanien zu kommen, aber er würde bei ihren Anhältern in Rom, dass er können mit ihren Taub auch nach sein. Ihn zu besiegen. Also ich habe gedacht, ihn zu besiegen, wenn ich durchkomme. Und dort je mir dann wieder ab meiner Reise halten. Wenn ich erst die Freiheit gehört habe, mit ihm Taub zu sein. Nun aber sehe ich ab den Weg nach Jerusalem, der Heilige zu tun. Die in Mazedonien und Achaia haben gern was Taub gelegt, die Arme mag der Heilige in Jerusalem zu halten. Die freuen sich, dort zu tun, und sicher sind sie das schuldig. Wenn die Völker durch die Juden ihre geistliche Segnung gehört haben, sind sie auch schuldig, mitzuteilen,
was sie im Leben brauchen. Der Apostel Paulus sagt hier, was sehr interessant ist. Eerstlich, hij wilde bij Spanje komt hem deze gaan, maar hij wilde hier in Rome aanhouden, hem en bezeten. Maar eerst zegt hij, ik heb een weg naar Jeruzalem, waar hij dan doet, als hij zegt, de van Mesopotamien, de Macedoniën en Achaia, hij zegt, die, zo dat is van waar hij gekomen is nu. Zij hebben veel hulp gelegd om de armen in Jeruzalem met te houden. En hij wil eerst zelfs bedoelen om hen tot brengen, en dan wil hij doorheen komen waar zij zijn. En hij zegt dat zij dit vreden ze zich te doen en met te houden. We hebben vielleicht hebben we onze purse strings of geldtaschen dan een beetje vast in de hand, niet? Wenn we zijn dat we hem veel met te houden. Dus ze wisten dat ging de arm van de en geloven je in Jeruzalem en ze zij vreden zich met te geven in Paulus. Wat zijn er nog zusammengewas, als mij zo ween, dat Paulus zelfs wel bedoeld komt om dat te brengen. En hij zegt, dat zij vreden zich dat te doen en ook zeggen, zijn ze dat schuldig te doen. Dat is interessant. Dat we een volk, dat we niet Juden, van wat hij reden, dat we het opgelegd hebben dat we in Jeruzalem brengen, maar zij willen dat geven hier naar de Juden. En met hier werden sie sich namelijk nicht einig gewesen. Juden und Nicht-Juden, die werden sich am sich feindlich immer. Na sich am sich hunger, so wieder, da wird nicht eine Sache, gute Gemeinschaft, was sie haben. Und hier sagt Paulus, dass sie haben Taubt gelegt und sie freuen sich dort zu tun. Und warum freuen sie sich dort zu tun? Und Paulus sagt, sie sind das wirklich auch schuldig. Aber sagt, wenn der Volk ja durch die Juden ihre geistliche sehnen. So, wenn wir kicken dann, von wo Jesus kommt, durch den ganzen Stamm, von wo er kommt, zij werden Israeliten en hij werd een Jude. Dat wir alles versprochen worden te Gott zijn volk en dat wir uitgewählt, dat wir Israël, dat wir de Juden, Juden in Israël. En hier sagt dat wir het dort nu als, waar we zijn, sozusagen, de grens als doelgebrochen worden, dat de volk ja ook van kriegen können. Ze hadden zo'n grote vrede aan dat ze ook kunnen part gaan aan God, aan den zijn koninkrijk, dat ze ook kunnen uitgewählte zijn of de man geteilt worden. Ze hadden zo'n grote vrede aan dat ze deuten taubleien en waarlijk. En Paulus zegt, dat is niet bloß dat het waarlijk deuten, maar ze werden het schuldig. Maar niet dat ze het deuten bloß werden, ze werden schuldig, ze deuten het waarlijk in gieren. Hij zegt, ze zijn het schuldig, met te doen wat Jana braucht im Leben. Geven te mijn zehen zijn, niet geven wen ik moet. Niet geven wen ik wil gaan mensen zal zijn, wenn ik geven doe, maar geven wen dus dat mensen hem dat fehlt, dat zij kan God loven durch, dat God vielleicht heeft gebeden geantwoord durch mij en die. Bloß geven wen, wie zijn dat schuldig te doen, en als ze nog kunnen live bieden, en als het nog niet, es ist nicht dasselbe, was ich angenommen, wenn wir tun, wen wir machen, oder wir tun, wen wir können. Wenn uns hart freut sich durch wen, was Gott hat für uns getan, dass wir gieren, wollen, mithalten, befoten und das tun. Wenn ihr wieder bloß zu den Juden gegeben, das ist wie wir von Büten. Wir kicken bitte, wenn wir Büter das Haus stehen, könnt ihr euch der Rüd vielleicht nachkicken, weil die Menschen im Haus dort Schein gingen, was sie dann sehen haben, aber wir haben keinen Weg, den zu kommen. Und auf einmal kam Jesus und merkte der, ob der nicht nennen kann. Ich habe sie wirklich den Fast gekriegt. Er sagt, wenn sie so eine Freiheit haben und dort, deuten sie das wahrlich. Gieren. Sie werden das schuldig, aber sie deuten das nicht, wenn sie das schuldig sind. Sie deuten das, wenn sie sich freien, dann ist Antwort angenommen. Er sagt, Paulus sagt hier wieder, wenn ich das nicht verrecht habe und du nicht gesehen habe, dass sie das kriegen, was gegeben das worden, weil ich auf meinen Weg nach Spanien beginne anhauen. Und ich weiß, wenn ich heimkomme, bringe ich Christus seine Sehnen in voller Mut mit. Wenn du irgendwo heimkommst, weil wir sagen, ihr habt einen Taub kommen als Familie oder Freund oder eine Arbeit, oder wo immer du heimwanken, bringst du die Freiheit von Christus mit der vollen Mut mit dir, dass die Menschen, mit wem die dann in jenen, dass sie dann sagen, wow, hier ist was anderes. Das ist die Person, die bringt das was. Das fühlt sich
ganz anders. Die bringen eine Freiheit mit sich, die sind so mutig und froh und schaftig und das ist bloß das Wort. Oder kommen wir mit Menschen taupen, lassen uns Gesicht raufhängen, traurig kicken und die Menschen einmal mal fragen, was ist das? Ich will nicht sagen, wie gut nicht der schwere Tiden, wo das vielleicht passieren wird, aber wie sollen die volle Freiheit von Christus mitbringen, dass wir in Segen bringen, wo wir handeln? Viele Menschen, die wollen, dass kein Christus jemals kann, als die. Vielleicht dort, was du an die hast, der Heilige Geist, was du mitbringst, das ist das einzige Jesus, was sie jemals wollen begegnen. Wenn du danach bloß das, was der Trüb drauf kickt und sagt, oh, das ist alles so schwer für mich. Wie gehen da schwere Dinge? Du weißt nicht, ich will nicht merken, dass sie hören, oder dass das nicht so geben wird oder leicht ist. Aber wie sollen diese Friede, was wir anhand in uns Horten mitbringen, dass Menschen kicken und sagen, ne, so hungert mich. Was passiert hier? Die Person, das mutig hat, weiterhaben, schwere Zeit bei der Arbeit oder Familie oder Leben oder was immer das dann ist. Und doch ist die Frau, wo geht es? Dann fangen sie an nicht zu schauen, was ist hier anders? Und das, was wir sollen mitbringen, die volle Freiheit von Christus, so wie ein Segen mitbringen, dann sage ich, also das Paulus hier sagen, von der Hand kommt, weil die volle Mut mitbringen. Das ist eine Frage, was jeder ein von uns fragen kann. Bringen wir Freiheit und Mut und Segen mit uns, wo wir hingehen dann. Und sagt ihr, liebe Brüder, oder liebe Brüder und Schwestern, ich sporn ihn an, unseren Herrn Jesus Christus zu helfen, und durch die Geist des Leib, dass ihr mich im Gebet zu Gott bestohnen, in was mich verlegt. Bet darum, dass ich in Judäa für die bewahrt blieb, die nicht glauben, und dass sich mein Dienst an der Heilige in Jerusalem gut abgenommen mag worden. Dass ich durch Gott sein Willen mit Frieden ankommen kann und mich mit jünt taub verreiben. Möchte der Friedensgott mit jünt alle sein. Amen. So, wenn wir das ganze Buch verlinken dann, von wo Paulus anfängt, im Bereich Jesu, bei der Ende von dem Kapitel, was er braucht, uns deutlich zu merken, als das Leben als mehr als bloß wegen die. Das Bild als gerade als bloß, was du hast oder was dir das geht. Das Bild als, dass Gott hat durch Jesus eine Sorte Menschen gemerkt, als wie von den Israeliten oder Juden kommen oder von der Völker auf eine Familie gemerkt. Gott hat bloß Kinder, keine Großkinder. Du bist eine wahre geborene Person und gehörst zu der Familie, oder du bist nicht und das nicht. Das ist ein Unterschied wie von der Judensturm oder von der Völker. Wenn wir Jesus Christus dann angenommen, dann sind wir ein Part von der Familie. Und das war Paulus hier deutlich zu merken. In der ganzen Buch wären, dort gibt nicht mehr als eine Sorte Menschen für Gott. Dort geben Ungläubige und Gläubige, aber der, was die Gläubigen sind, sind alle ein. Das ist ein Mensch. Wir gehören alle zu Jesus Christus in Körper. Wir haben vielleicht alle verschiedene Dinge, die wir zu tun haben. Unsere Abgabe ist vielleicht ganz anders einer von den anderen. Aber wir gehören alle zu einer Familie, weil wir uns Druck merken mit den Nächsten, abhalten, abbrechen, Mutter sprechen, im Glauben stärken, in der Städten sind darauf gucken, was vielleicht noch nicht so weit verlängert sind, als was wir im Glauben rauftragen oder durchrieten oder merken so fallen, dass sie das niemals nicht merken kann. Weil wir dann, was die Kapitel an sie lernen, weil wir andere zum Gefallen leben und mithalten, dass wir taub können, aus einem Körper stark werden in geratenen Diensten für Gott, wenn wir taub sind, und steht auf wie uns manch unsere Gruppen uns noch am sich sagen dann. Ich habe das Kapitel als ein sehr ingewass zu dir, das wird für mich, weil wir zum Schluss noch taub beten. Vor den Himmel, wir kommen noch einmal fertig, wir wollen uns von Herzen Dank sein, Herr, zu dir. Wir können immer wahr sein in den Wort, dass wir in manche Völker geteilt. Wir haben
wirklich kein Anteil an den Himmelreich, an den Christus. Wir haben kein Teilnehmer an den Heiligen Geist. Und doch, in deiner Weisheit sagst du, dass für Gott an, ans du Mank zu teilen, wenn wir den sehen würden annehmen. So wir danken dir dafür, Herr. Wusst du uns, dass wir alle, was wir hier lesen haben, Leuten in unseren Harten anwerkeln und Kien, so dass wir können wachsen und tun, so dass wir können, dass das Schrift uns lernen, dass andere gefallen zu leben. So dass wir andere können abbühen, andere können mithalten und Mutter sprechen, in der Stadt in sein Doel zu reiten und merken zu weniger Leuten, so dass wir uns besser fallen. Wir wissen, Herr, dass kein von uns ist perfekt, wir machen alle Fehler, aber wirst du uns helfen, jeder meint von uns, dass wir können an den Nächsten so ansehen, als ein Mithelfer oder Helferin, so dass wir können Mutter sprechen und dass wir können taub und Dienst tun für die, so dass den Himmelreich wird vergratet werden. Und nicht so, dass wir den Namen kriegen, aber so, dass den Namen wird abgehoben werden und verherrlicht werden dadurch. Wir danken dir, Herr, für die Arbeit, die du hast getan in unseren Harten und wirst du bleiben, wie du schaffen willst. Wir wollten, dass wir hier nicht ganz fertig oder vollkommen sein, was wir dir sagen dann. So wirst du bleiben, wie in unseren Harten arbeiten, dass es dann fehlen wird, wie jeder meint von uns. Wir danken dir für was du hast, durch Jesus in Namen. Amen.